So, moin liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir gehen nochmal hinter den Kulissen kurz durch das Material durch. Ich glaube, zum Klappenbuch brauche ich gar nichts zu sagen. Ausschnippeln, einkleben, alles selbst erklärend. Und ihr seid vom Fach, ihr wisst genug Spiele für Kinder mit Zahlen und Farben und Körperteilen und Klatschen und so weiter. Ansonsten habt ihr das Handout. Alles, glaube ich, selbst erklärend. Aber wir gucken natürlich nochmal ein bisschen in die plattdeutschen Phrasen rein, die helfen könnten für dieses Thema. Da haben wir so schöne Sachen wie klapp mit de Hannen. Klatsch mit den Händen. Ne? De Hannen, de Hand, de Hannen, die Hand, die Hände. Oder stamp mit de Föt. Stampf mit den Füßen. Fort die an den Nies. Fass dich an die Nase. Da haben wir unser schönes Ohr mal wieder im Plattdeutschen. Rief die den Bug. Ne? Vielleicht gibt es gleich Frühstückspause, kann man das wunderbar mit verknüpfen. Wuschel din Hoher. Ist auch klar von der Aussprache, alles nicht so schwierig. Begrüßt jo, das ist die eine Arbeitsanweisung, die wir vorgeschlagen haben, dass die Kinder durch den Raum gehen und sich mit unterschiedlichen Körperteilen begrüßen können. Begrüßen, begrüten, mit unserem schönen ÖÜ-Diphthong, begrüten. Und womit? Begrüßt jo euch mit de Hand, mit den Händen, mit de Föt, mit de Knäen, mit de Schullern, mit dem Moas, das Wort kann man durchaus mal lernen in der Schule, der Hintern, höflicher ausgedrückt. Oder eben mit dem Bein, mit dem Bug, da gibt es dann viel Hallo in der Gruppe. Das kriegt ja auch alles hin, aussprachetechnisch, glaube ich, selbsterklärend. Welche Farb hebt din hoher? Da greifen wir zurück auf unsere Farblektion, um das immer mal so ein bisschen unterzuheben, was die Kinder schon gelernt haben. Welche Farbe haben deine Haare? Welche Farb hebt din hoher? Ohr, diese O-Laute, das ist immer wie das Ohr auch im Hochdeutschen oder das Chlor im Schwimmbad, Hoher, Goa, Doa, Woa und so weiter. Welche Farbe hebt din Hoher? Hast du lange oder Kotte Hoher? Hast du lange oder kurze Haare? Das sind neue Wörter, die wir in der Lektion einführen für die Kinder, lang und Kott. Kott schreibt sich O-R-T, wird aber Kott gesprochen. Genau wie die Farbe Swart, Swat gesprochen wird. Oder das Herz, das Hart, gerne auch hat gesprochen wird. Also diese RT-Fügungen, die werden gerne zusammengezogen. Hast du lange oder Kotteohr? Auch lernen wir Grot und Lütt. Groß und klein. Lütt verwandt mit Little im Englischen. Ne? Geht relativ fix. Was ist dat? Kann man in jeder Lektion mal fragen, haben wir trotzdem hier aufgenommen. Was ist dat? Was ist dat? Relativ einfache Frage. Antwort, dat ist min oder dat ist dien, dat ist sien, dat ist er. Vote. Ne? Das kann man alles kombinieren. Dann das übliche, das Arbeitsblatt uzniden, Dekord schön anmalen, die Wör auf Dekord kleben, die Wörter auf die Karte kleben, Dekord in das Klappenbuch kleben. Haben wir alles auch gesehen im Video. Und nochmal, immer bei jedem Spiel wichtig, du bist an Reich, du bist an der Reihe, du bist dran. Und nu spielt wie, jetzt spielen wir. Nu spielt wie begrüten. Kleine Side-Note nochmal zur Aussprache. Wir kennen das Thema ja auch schon. Es gibt natürlich regionale Unterschiede. Das heißt, die von euch, die bereits ihr eigenes Platt haben und gewisse andere Aussprachen kennen, ihr macht das wieder so, wie ihr das kennt. Wenn ihr völlig frisch ins Plattdeutsche reinschnuppert, genau wie die Kinder, dann macht ihr das so, wie wir das hier anbieten in unserem Ausgleichsmedien, Bühnenplatt und so weiter. Varianten sind zum Beispiel, dass in manchen Gegenden die Ös wie Ois gesprochen werden. Also statt Föt sagt man dann Feut oder Feute oder sowas. Es gibt auch Gegenden, wo man die Endsilben noch dran hat. Was haben wir noch Schönes? Uzniden. In manchen Gegenden verschluckt man alle Ds, dann ist es Utschnien oder sowas. Eben der spitze Stein ist nicht überall. Das heißt, falls ihr euch da jetzt wiederfindet und eine andere Variante kennt, das macht ihr dann. Außer ihr seid dazugezogen und die Kinder wohnen da gar nicht, wo man so spricht, dann macht ihr es vielleicht trotzdem so. Aber klar, es gibt verschiedene Varianten. Wer die kennt, macht sie. Wer sie nicht kennt, nimmt das, was wir anbieten. Und bei diesem Thema bietet es sich möglicherweise auch schon mal an, die Kinder zu fragen, was sie denn für Wörter schon kennen, für andere Wörter für Körperteile. Vielleicht kennen ja manche Kinder für den Kopf den Dötz oder den Dez. Da haben wir direkt eine Brücke zum Plattdeutschen. Und mal gucken, vielleicht kennt ja auch ein Kind den Moas schon.
den Arsch auf Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch mag die ein oder andere Schule dieses Wort nicht ermutigen zum Gebrauch. Auf Plattdeutsch können wir aber mit Wörtern wie Moors und Schied entspannter umgehen, denn sie gehören zum völlig normalen Alltagssprachgebrauch in dieser Sprache. Alternative ist der Achterste, der Hintern und so weiter. Aber das Wort Moors sollten die Kinder, wenn sie Plattdeutsch gelernt haben, mal gehört haben. Also Moors, vielleicht kennen sie auch Noahs oder sowas. Auch da lohnt es sich mal zu fragen, was die Kinder kennen. Und vielleicht kennt man zumindest in Hamburg auch die Geschichte von Hummel, Hummel, Moors, Moors. Wenn nicht nachschlagen, kann man wunderbar nochmal erzählen, damit die Kinder dieses Wort niemals wieder vergessen. So, und noch einmal die Aussprache der Vokabeln, die in dieser Lektion vorkommen, die ganzen Körperteile und so weiter. Dat Hoa oder Dei Hoa, das Haar, die Haare, das sprechen wir heute in der großen Gegend des Plattdeutschen mit OA. Es mag noch Gegenden geben, wo man noch ein Ohr spricht, Hor, Gor, Wor, aber im Standard Nordniederdeutsch hat sich das zu einem O geschlossen, Dat Hoa, wie das Ohr. Ja, wenn ihr es regional anders kennt, macht ihr es anders. Manche sagen auch Hua oder sonst was, wir bleiben hier beim Hoa. Der Kopf, die Köp, die Köpfe, dat Oog, die Augen, das Auge, die Augen mit einem OU, O, den Nes, die Nase oder den Näs, nicht den Neis, das ist kein Diphthong, den Nes, der Arm, die Arms, der Arm, die Arme, im Plural mit S, die Hand, die Hannen, der Plural ist also anders, nicht die Hände, die Hannen, die Hände, der Bug, der Bauch, dat Bein, de Bein, im Plural auch, das Bein, hier ist es EY, Diphthong, die Foot, die Föt, auch wieder Diphthong, der Fuß, die Füße, regional auch Feut oder Feute oder im Singular die Faut. Ihr macht das, was ihr kennt, sonst ist es Fout, Föt. Die Moors, wörtlich der Arsch, der Hintern, das Thema kennen wir auch schon, diese obszönen Worte sind im Plattdeutschen normaler, wir müssen da durch, auch wenn die Kinder lachen. Schied, Scheiße, Mist oder Dreck. Manchmal auch, wenn man irgendein Mistding hat, Mensch, hier, das Mistding geht nicht zu, dann ist es auch dat Schied. Stöten oder stött habe ich am Anfang noch. Ich habe mich gestoßen, ich have mich stött. Stöten, stoßen. Und vors ünnern Disch, wehdown, sich wehtun, Dale, deilen, der Teil, die Teile, die Körper, deilen, der Körper, auch dat Lief, der Leib, ist ein älteres Wort für den Körper, wenn ihr das kennt. Und der Rest ist, glaube ich, klar, lässt sich auch nochmal im Sass nachprüfen. Das zu den Vokabeln. Ich hoffe, ihr seid jetzt Feuer und Flamme und das ist genug Material fürs Erste und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß.